kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute macht der Flick einen Spaziergang durch den Nebel. Er trifft dabei auf eine Entenfamilie und zaubert sich klein, um zu den jungen Entchen ins Nest schlüpfen und dort einschlafen. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türen durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt, im Schlummerland. Im Schlummerland scheint heute nicht die Sonne, aber es regnet auch nicht. Es ist ein Tag, wo es nicht wirklich warm ist, aber auch nicht kalt. Ein Tag, wo es Nebel hat. Nebel, wo sich feucht und kühl über alles drüber legt, wo lebt im Schlummerland. Der Flick steht vor seinem Pflanzenzimmer und saugt die feine, frische Luft ein, die um ihn herum ist. Nebel und die Luft, die der Nebel mit sich bringt, hat der Flick sehr gern. Der Flick ist ein zottliger junger Muns, der auch im Schlummerland wohnt. Er wohnt allein in einem kugelrunden Zimmer, wo innen und aussen voll bewachsen ist mit Pflanzen. Es hat einen runden Eingang, der direkt in ein weiches, gemütliches Bett führt. Das Pflanzenzimmer liegt an einem See, mitten im Schlummerland. Es ist ein See, der glitzert, wenn die Sonne oder der Mond drauf scheint. Und wenn der Wind bläst, schlagen feine, kleine Wellen ans Ufer. Der Flick liegt gerne in seinem Pflanzenzimmer und schaut raus, wie das Wetter den See verändert und die Oberfläche vom Wasser in den unterschiedlichsten Arten tanzen lässt. Aber es gibt natürlich nicht nur Tage, wo der Flick liegen bleibt, sondern auch die, wo er aus seinem Pflanzenzimmer rauskräsmet, um spazieren. Heute zum Beispiel möchte er das Ufer vom See erkunden. Die feuchte Luft schmeckt erdig und rauch. Sie fühlt sich belebend an und der Flick spaziert los. Zuerst einfach ein paar Schritte über den sandigen Boden vor seinem Zimmer. Gerade neben dem kleinen Strändli, wo sein rundes Zimmer drauf liegt, führt ein kleines Wägli rund um den See herum. Der Flick sieht nur den Anfang vom Weg. Der ganze Rest ist vom Nebel verdeckt. Der Flick tapset zum Weg, wo beleidigt ist mit ganzen Haufen Kieselstein. Auf der einen Seite vom Flick ist der Wald, gross und mächtig, und auf der anderen Seite das Ufer vom See. Das Ufer ist dicht bewachsen mit Schilf und ab und zu wächst auch ein dünner, weiss schimmernder Baum aus dem weichen Boden und dünkelt seine Äste sanft ins Wasser.
Der Nebel hängt in den Bäumen vom Wald und im Schilf. Er macht, dass der Flick nicht bis in die grossen Baumkronen sieht und auch nicht jedes Gras vom Schilf. Es ist ein bisschen wie durch eine milchige Scheibe durchschauen. Der Nebel kriecht auch in feinen, zarten Schwaden über den See. Er bewegt sich wie Rauch in Zeitlupe über die Wasseroberfläche. Der Flick spaziert entlang vom Ufer und hört. Er hört, wie das Wasser in ganz feinen Wellen ans Ufer gespült wird. Eine Welle um die andere. Auch wenn es heute keinen Wind hat, so ist der See doch immer ganz fein und ein bisschen in Bewegung. Der Nebel macht, dass der Flick beim Spazieren ganz genau anschaut, wo er seinen Fuß absetzt. Weil der Flick wegen dem Nebel nicht in die Weite sieht, kann er gar nicht anders, als sich gut auf all die Sachen einlassen, die nahe um ihn herum passieren. Auch hat er das Gefühl, dass er viel besser hört und schmeckt, wenn es Nebel hat. Weil er sich nicht so fest aufs Schauen kann verlassen, sind die Ohren viel mehr gespitzt und auch die Nase schmeckt irgendwie mehr. Auch hat er das Gefühl, dass er sehr gut spürt, was in ihm innen passiert. Der Nebel packt ihn ein, wie in einen Kokon aus Grau, und in dieser Hülle inne kann er sich sehr gut um das kümmern, was ihn jetzt gerade beschäftigt. Heute zum Beispiel studiert er daran, wo die Muns hingehen, wenn sie nicht mehr im Schlummerland sind. Was ist, wenn sie wieder verschwindet von da? Die grossen Gedanken breiten sich im Flick besonders einfach aus, wenn es Nebel hat um ihn herum. Der Flick spaziert weiter auf dem Wägli, wo um den See herumführt. Mit seiner fälligen Hand berührt er beim Laufen ganz feines Schilf. Auf den ersten Blick sieht der Flick kein Tier. Und doch ist er sich sicher, dass da im Schilf ganz ein Haufen davon lebt. Seit er am See wohnt, hat er schon ein paar von ihnen kennengelernt. Zum Beispiel winzige, knallgrüne Fröschli mit einer sehr glatten, feuchten Haut. Die Fröschli geben ihm einmal am Abend, bevor die Sonne untergeht, ein wunderbares Quakkonzert. Auch einen eleganten, silbrig schimmernden Fischreiher hat der Flick schon gesehen. Auf seinen langen, dünnen Steckenbeinen ist er durch den weichen Boden am Ufer vom See gelaufen und hat den Flick aus seinen kleinen, braunen Knopfäuglein neugierig angeschaut. Der Flick hört. Vom Rand vom See, aus dem Schilf, hört er etwas. Ein Quaken. Es ist aber nicht das Quaken, wie er es von seinen Froschfreundinnen und Froschfreunden kennt, sondern ein lauteres und breiteres. Und dann hört er auch noch ein scheuches Schnetterle, wo der Flick sicher ist, dass es aus ganz kleinen, feinen Schnäbel kommt. Vorsichtig läuft der Flick ein bisschen weiter in die Richtung der Geräusche. Sie werden immer klarer, auch wenn sie durch den Nebel ein bisschen gedämpft sind. Wo die Geräusche ganz deutlich zu hören sind, macht der Flick einen Schritt ins Schilf hinein
und schiebt mit seinen haarigen, breiten Händen das Gras ein bisschen auseinander. So gibt es einen Spalt in die dichte grün-braune Gräserwand und der Flick kann zwischendurch schauen. Im hohen Gras sieht der Flick ein Nest. Es ist gebaut aus Steckli und Treibholz und schaukelt ganz fein auf dem Wasser hin und her. Im Nest inne sitzen Enten. Eine ist grösser als die andere. Ihre Federn schimmern in den verschiedensten Brauntönen. Und neben ihr im Nest sitzen 3 kleine Bibeli. Sie sind gelb und an ihrem Kopf und am Rücken haben sie braune, fast schwarze Streifen, die ein schönes Muster in ihr flauschiges Fell zeichnen. Jedes Bibeli hat ein anderes Muster und alle sitzen angekuschelt an die Grossenten im weichen, mit Federn und Moos auspolsterten Nest. Lustig, denkt der Flick. Auch Entli schmücken ihre Nester mit Moos ausschmücken, wie die Muns. Und die Federli brauchen sie wie wärmende Küsse. So sind Tierli und Muns gleich. Beide haben es gern warm und gemütlich zum Fusen. Die Entli schauen den Flick an und der Flick schaut die Entli an. Er merkt, dass die Entenfamilie kurz davor ist, ihre Schnäbel zwischen die Federn zu stecken und einzupfusen. Ihre Augen haben sie schon fast zu. Nur durch einen dünnen Spalt sehen sie noch, was um sie herum passiert. Die Grossente hat ihre Flügel ein bisschen über die Kleinen gelegt, so dass denen ihre Köpfe jetzt wie unter einem Federdach sind. Der Flick macht einen langsamen und vorsichtigen Schritt auf die Entli zu und sieht, wie sie ein bisschen näher zusammenrutschen, so dass es unter dem Flügeldach ein bisschen Platz gibt. Die Enten laden den Flick ein zu ihnen ins Nest. Der Flick überlegt. Er ist müde und das Nest sieht wirklich sehr gemütlich aus. Und auch die Pelze der Bibeli stellt er sich angenehm vor, wie 3 weiche Bettflaschen, die ihn wärmen und einpacken. Aber so wie er jetzt ist er zu gross für das Nest. Es hat gerade mal seine Hand zwischen den Bibeli Platz. Wie gut ist es da, dass die Muns zaubern können, denkt der Flick. Der Flick legt seine Hand auf den Bauch, ein Finger auf dem Bauchnabel. Er klöpfelt mit dem Finger in die Mulde und macht seine Augen zu. Er stellt sich vor, dass er klein ist, so klein wie die Bibeli. Aus seinem Bauchnabel steigen feine Sternli auf und der Flick schrumpft. Er wird kleiner und kleiner, bis er am Schluss wirklich genau so gross ist wie die Bibeli vor ihm im Nest. Auch die Entli haben gesehen, dass der Flick jetzt bei ihnen reinpasst und schnattern freudig. Der Flick rasmet durchs Schilf zum Nest. Als er am Rand vom Nest angekommen ist, schwingt er ein Bein ums andere in das gemütliche Bett und schon steht er zwischen den Bibeli, unter dem ausbreiteten Flügel der grossen braunen Ente. Die
Bibeli um ihn herum zirpen zufrieden und machen dem Flick ein Plätzchen frei in der Mitte. Der Flick läuft zwischen die Bibeli und sitzt ab. Die jungen Enten büscheln sich um ihn herum und der Flick spürt, wie warm und flauschig sie sind. Er hört sie schnaufen und ganz leislich hört er auch ihre Herzli um ihn herumschlagen. Er schaut auf zu den grossen Enten und sieht, wie sie die Augen zu hat. Sie legt ihren Kopf ab auf dem Rücken und schoppet ihren Schnabel ins Gefieder. Ein Flügel immer noch über der Bibeli und dem Flick. Auch die Bibeli um den Flick herum machen ihre Augen zu und ziehen den Hals ein. Und der Flick lehnt sich an das Bibeli an, wo ihm den Rücken wärmt. Das Bibeli legt seinen Kopf über den vom Flick und er spürt, wie es einschläft. Auch dem Flick fallen die Augen zu, da im Nest der Entli, klein und geborgen, versteckt im Schilf. Und der Nebel hüllt auch das Nest ein mit seinem Grau. Ganz langsam und vorsichtig wird der Schleier dichter, so dass man das Nest mit dem Flick und den Enten drin fast nicht mehr sehen kann. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick schläft tief und fest. Unter ihm und über ihm ist alles weich und still. Nur ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus. Ein